in der heutigen historischen Erinnerungen gibt es zwei Ströme. Der erste Strom, das bezeichne ich als kulturelle Erinnerung, das kulturelle Gedächtnis. Also nicht in dem Sinne, wie das Frau Assmann erwähnt hat, sondern in dem Sinne, wo die Vergangenheit in das kulturelle Erbe verwandelt wird. Also das sind die Erinnerungen an die Kultur. Für Russland ist der Puschkin-Kultus ein Paradebeispiel für solche kulturellen Erinnerungen. Und ein weiterer Strom der Erinnerungen sind die politischen Erinnerungen. Die politischen Erinnerungen, darüber hat im Wesentlichen Frau Assmann gesprochen. Die politischen Erinnerungen sind im Wesentlichen verbunden mit den Verbrechen des 20. Jahrhunderts, aber die Erinnerungen über die Verbrechen, über Verbrechen wird die Heroisierung der Vergangenheit beigemischt. Und das ist sehr wesentlich. Und die heutige Gesellschaft steht jetzt vor der Wahl. Entweder entwickeln wir überwiegend das kulturelle Gedächtnis und dann wird im Rahmen dieses kulturellen Gedächtnisses auch für die gewissen universalistischen Modelle einen Platz finden, auch unter den Bedingungen, wo es uns schwerfällt, ein Projekt der Zukunft zusammenzusetzen und herauszudenken. Können wir unsere Identität definieren in den Terminen, in den Begriffen des Kulturerbes. Wenn wir über die große russische Kultur des 19. Jahrhunderts sprechen, das ist selbstverständlich, dass es die Kultur des westlichen Musters ist, die ein Teil der Weltkultur ist, und da kommen wir zum Universalismus. Aber wir können auch in den Begriffen der politischen Erinnerungen sprechen, und das ist gerade die Politik, die durch unsere Regierung durchgeführt wird, wo in den Mittelpunkt der historischen Erinnerungen die ruhmreiche Vergangenheit des russischen Staates gesetzt wird, der Persönlichkeitskult des Staates, wie es in den 80er bezeichnet wurde, der Kultus des Zweiten Weltkrieges oder des großen Vaterländischen Krieges, wie es hier in diesem Lande bezeichnet wird. Das ist ein Paradebeispiel dieses populistischen Gedächtnisses. Das führt zu memorialen Kriegen, und es ist kein Zufall, dass Russland zum Land ohne Freunde geworden ist, weil wenn man die eigene Ausschließlichkeit ständig anspricht und dabei die verbrecherische Komponente des russischen Erbes, der russischen Geschichte ignoriert, und wenn man die kulturellen Erinnerungen dabei vernachlässigt, so kommen wir gerade zu diesem Ergebnis. Und die Zukunft ist ja nie versagbar, und jetzt würde ich sagen, dass wir jetzt an der Kreuzung stehen. Entweder gewinnt der Ethnopopulismus und die politischen Erinnerungen die Oberhand, oder auch die kulturellen Erinnerungen, das kulturelle Gedächtnis, das den Weg eröffnet für die Schaffung der gesamteuropäischen Erinnerungen und der gesamten Welterinnerungen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Populismus versus Universalismus sagen. Das ist etwas, was wir unbedingt noch aufgreifen müssen. Aber zunächst mal zu Ihrer Frage nach der Zukunft der Erinnerung. Mich interessiert, dass Sie das Jahr 1985 in die Debatte werfen. Aus meiner sehr deutschen Einzelperspektive. Das war 84. Ja, genau. Sie haben erst gesagt 85, dann haben Sie 84 gesagt. Das ist dann das literarische Orwell-Jahr. Für mich ist tatsächlich das Jahr 85 für die deutsche Erinnerungsgeschichte ein Wendejahr, wo sich sehr viel ändert, wo wir raustreten, wie ich meine, aus diesem modernistischen Konzept, also moderne Theorie. Alles wird von der Zukunft erwartet, die Vergangenheit versinkt im Nebel hinter uns. Das war, nur um das mit einem Wort zu sagen, die Rede von dem Staatspräsidenten von Weizsäcker, 40 Jahre nach 45, indem er den Deutschen beibrachte, ihr Narrativ zu ändern, ihre Geschichtswahrnehmung umzudeuten. Und er hat ihnen beigebracht, 1945 ist nicht mehr der Zusammenbruch, die Niederlage, die Katastrophe und wie diese Begriffe alle hießen für 1945. Die Deutschen sollten jetzt lernen zu sagen, das war das Jahr der Befreiung. Und mit dieser neuen Perspektive wurden die Deutschen europafähig, weil sie nämlich sich an dieses Geschichtsdatum Europas plötzlich
zumindest mit den Westeuropäern einig sein konnten. Also es war das Jahr der Befreiung und die Deutschen konnten in die europäische Geschichtserinnerung sozusagen einsteigen. Das galt nicht für Osteuropa, aber es galt für Westeuropa. Das war in gewisser Weise ein Wendepunkt und die ganzen Geschichtsdiskurse haben sich dann angeschlossen. Es gab einen Historikerstreit und viele, viele andere Dinge, die tatsächlich eine ganz zentrale Wende irreversibel im deutschen Geschichtsbewusstsein ausgelöst haben. Sie haben aber recht, dass es nicht nur die Politik ist, es ist auch die Technik. Es sind die Medien und es ist so, dass wir in den 80er Jahren eine andere schleichende Wende haben und es ist die Wende der digitalen Schrift. Und in den 80er Jahren hat sich das nur vorbereitet, aber mit den 90er Jahren sind wir da voll eingestiegen in die Computerwelt. Und das Internet hat sich langsam aufgebaut. Und damit haben wir eine vollkommen neue Kommunikationssituation gewonnen. Man kann auch fragen, ist das Internet ein Erinnerungsmedium? Ich bin der Meinung, dass also zunächst mal es ein Kommunikationsmedium ist. Es ist auch ein riesengroßes Archiv. Aber es ist kein sehr zuverlässiges Archiv, weil es niemanden gibt, der sich darum kümmert, dass das alles gehegt und gepflegt wird. Es ist wie ein großer Garten, in dem das Unkraut wächst oder sich niemand darum kümmert und deswegen die Informationen natürlich auch nicht unbedingt zuverlässig sind. Also wir können auf die anderen Archive inzwischen nicht verzichten, aber es hat sich tatsächlich unsere ganze Situation grundlegend geändert. Ich habe davon gesprochen, von der Globalisierung. Die Globalisierung läuft sehr stark nicht nur über Verkehrsmittel, sondern gerade auch über Kommunikationsmittel. Und dass wir immer sofort wissen, was wo gerade geschieht, hat auch einen sehr starken Einfluss auf die Art und Weise, wie wir uns unsere Erinnerung und unsere Vergangenheit zurecht machen. Denn es gucken uns immer auch andere zu. Alles ist einsehbar. Ich würde das jetzt nicht mit Big Brother vergleichen, who is watching us. Es ist eher die Erweiterung einer Arena, eines öffentlichen Platzes, auf dem sich alle möglichen Menschen treffen. Und ich würde jetzt dieser neuen Entwicklung auch nicht gleich die bedrohlichen Züge in erster Linie anheften. Also Orwell hat das ja sehr alarmistisch, sehr unter totalitären Vorzeichen gesehen. Wir haben gesehen, dass sich diese Dinge nun aber nicht gerade in Diktaturen entwickelt haben, sondern gerade außerhalb. Es ist eine neue Form von Öffentlichkeit dadurch entstanden und nicht eine neue Form von Schließung, obwohl wir natürlich auch sehen, dass die Fragen des Datenschutzes, der Persönlichkeitsrechte und Sphären, Stichwort Facebook, was sich da in das ganze Internet hinein jetzt auch ausweitet und die ganzen Freunde, wie sie heißen, auch zu Kunden macht. Also der Markt greift da immer stärker ein in diese ganzen Dinge. Das sind Sachen, die unsere Zukunft enorm bestimmen werden. Also Orwell ist da vielleicht nicht genau der Stichwortgeber. Er hat die Vokabeln schon mal angestimmt, aber ich glaube nicht, dass seine Beschreibung die ist, in der wir uns heute wiederfinden. Спасибо. Давайте вернемся тогда вот. Vielen Dank. Also dann möchte ich, dass wir zu der These von Herrn Korposow zurückkehren, und zwar Ethnopopulismus. Ob Ihnen scheint, dass diese Komponente Ethno künstlich ist, wie auch das Gedächtnis künstlich ist, von dem Sie gesprochen haben. Ethnisch gesehen geht es um eine heterogene Masse, die sich als eine Nation versteht. Es gibt natürlich da unterschiedliche Ethnien, da haben Sie recht. Es gibt ja auch konfessionellen Populismus, nicht nur ethnischen Populismus, es gibt lokalen Populismus. Es gibt viele Populismen. Man kann einfach von dem Partikularismus sprechen. Von dem Nationalismus kann man natürlich nur in breitem Sinne und in unbestimmtem Sinne sprechen.
das, was heute als Nationalismus verstanden wird, ist intellektuell dem klassischen Nationalismus des 19. Jahrhunderts nicht gleichzusetzen, wo nationale Staaten erst entstanden, nationale Geschichten erst geschrieben wurden. Wir kommen zu der universellen menschlichen Geschichtsschreibung und man muss nach neuen Termini suchen. Der Nationalismus besinnt sich immer wieder auf das Blut, auf die Idee des Jus sanguinis, aber ich habe ja von dem neuen Nationalismus gesprochen und der Ethnopopulismus ist ein Teil des großen populistischen Gedankens, der uns heute beherrscht. Und ich würde auch Ihre vorige Frage gerne beantworten. Ich habe es auch nicht so gemeint, dass das Internet zu einer totalitären Gesellschaft führt. Das Internet, das ist ja wirklich kein englischer Park, sondern das ist ein Garten, wo es sehr viel Unkraut gibt. Also dieser Kraut wird nicht gepflegt. Aber wer ist der Gärtner? Derjenige, der die Stimmen auszählt. Derjenige, der die Stimmen auszählt. Ja, ja, natürlich. Ja, derjenige, der alles überwacht, beziehungsweise der die Stimmen auszählt. Also der Bock wird zum Gärtner auf jeden Fall. Aber ich glaube, meine Wenigkeit zumindest glaubt, dass es sich viel mehr um die Kultur des Unkrauts geht und ich gehöre viel mehr zum Unkraut, also meine Wenigkeit gehört dazu. Und ich glaube, ich finde mich ganz hervorragend wieder im Internet, wenn wir das Internet verstehen als einen englischen Park. Das russische Fernsehen hat ja inzwischen bei uns so eine Sicht angenommen, so eine Art und Weise wie in Versailles, alles auf eine französische Weise mit entsprechender Pflege und so weiter, mit sorgsamer Behütung rund um die Uhr. Es geht hier nicht um die Technologien, es geht um die Formen des Denkens, die verbunden sind mit der sozialen Organisation. Es gibt ja natürlich eine sehr komplizierte Verbindung, die nicht einseitig ist, aber wir sprechen von dem kulturellen Phänomen, von dem intellektuellen Phänomen und ich glaube, das Wichtigste ist nicht der Träger des Gedächtnisses, sondern die Termini, in denen dieses Gedächtnis fixiert wird in unserem Bewusstsein. Es ist äußerst wichtig, um welche Begriffe rum dieses Gedächtnis organisiert wird. Das ist zum Beispiel der Begriff wir. Das ist ein Pronomen zunächst mal, ja, ein Pronomen, linguistisch gesehen. Das ist ein Begriff aus der Deixis, das ist eine deiktische Geste, also sprachlich gesehen. Es gibt noch keinen Nomen. Und sobald ein Nomen entsteht, ein Name, zum Beispiel ein Eigenname, die Russen und die Deutschen, die können auch als Eigennamen verstanden werden. Aber bei der Nation handelt es sich um einen Gattungsnamen, denke ich. Der Staat, ein zivilisierter Staat, setzt schon eine größere Universalität voraus als bei einem üblichen Gattungsnamen und das übliche Denken in den Kategorien der Stämme, hier sind wir, hier sind die Feinde, also dieses Denken reicht schon nicht mehr aus. Wir überlegen uns, was heute passiert und was wir bewegen können. Wir sind ja Intellektuelle. Was können wir bewegen? Zunächst, wir können den Menschen erklären, dass sie sich nicht beschränken sollen auf die Welt der Pronomina und der Eigennamen. Das entbehrt jeder Intellektualität, das ist gefährlich und sehr langweilig.